Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Ja, Leute, und damit Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, da irgendwie die Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob die abgesagt wurde, ob Tuchel keinen Bock mehr hat oder ob da zu viel Tuchel raus im Chat stand im Vorhinein oder was. Die war auf YouTube da, dann war sie nicht mehr da. Keine Ahnung. Da ich immer direkt nach dem Spiel mich vor die Kiste setze und meine Analyse aufnehme, bekomme ich halt auch keine Interviews mit. Und von daher gehen wir jetzt einfach mal rein, was ich auf YouTube gefunden habe. Thomas Tuchel im Interview nach dem Spiel. Das ziehen wir uns jetzt mal rein und reacten halt darauf. Sollte eine PK noch kommen, ja, werden wir da reingehen. Interview, wie ist Ihre Gefühlslage und Ihre Gedanken? Ja, ich finde heute die Niederlage nicht gerecht. Ich finde, heute ist extrem viel gegen uns gelaufen. Wir haben, glaube ich, einen XG-Wert von 3,4. XG sind wir jetzt schon. Geil. Wir sagen jetzt nicht mehr Expanded Goods oder X-Goods, wir sagen jetzt nur noch XG-Wert. Geil, ich lerne noch richtig was. Nice, Alter. XG haben wir. Warte, ich wollte meine Cam nur verschieben, nicht ausmachen. Okay. XG-Wert von 3,4. Wir können auch einen XG-Wert von 20 haben. So, Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn man aus einem XG-Wert von 3,4 oder was das zählt, nur 2 Tore macht und der Gegner macht 3, ja, dann verliert man dieses Spiel. Ja, so einfach ist Fußball. Und wir haben 4, 5, 6 hochkarätigste Chancen. Wir haben komplett das Spiel dominiert, sind eigentlich aus dem Nichts in Rückstand geraten, haben nie aufgehört, Aufwand zu betreiben. Sind aus nichts im Rückstand geraten, Alter. Das ist wieder so ein dummes Gelaber, Alter. Dann analysier doch mal die Szene alleine, was da alles gelaufen ist. Bis zum Schluss haben lange in Unterzahl dann noch gespielt. Also heute ist, würde ich sagen, extrem viel gegen uns gelaufen. Ich empfinde die Niederlage heute anders als die letzten beiden. Es war nicht verdient. Der Druck erhöht sich natürlich. Wie sieht das jetzt bei Ihnen aus? Nee, nichts passiert bei jeder Niederlage. Und das Wie ist entscheidend. Das Wie war heute. Bei jeder Niederlage. Alter, du hast gerade die deutsche Meisterschaft verspielt. Endgültig. Ja, endgültig. Sollte das auch jedem rot-weißen Brillen-Fan vom FC Bayern klar sein, dass man heute endgültig die Meisterschaft verspielt hat. Ja, das ist ja normal. Bei jeder Niederlage hat man den Druck. Aber ist kein Problem. Mein Gott, in 2 Wochen verspielen wir noch die Champions League, weil wir rausfliegen. Und dann ist doch schön. Dann können wir uns zurücklehnen die Saison über. Können uns diesen wundervollen Ergebnisfußball angucken, der ja richtig gut liefert. Aber ist doch super. Nochmals, wie war heute okay? Wir waren extrem unglücklich heute, deshalb unterscheiden sich die 90 Minuten. Ja, deswegen haben wir auch, ich weiß nicht, wie lange war Choupo-Moting auf dem Feld, guckt's gerne nach, haben wir mit 10 Mann gespielt. Weil der Pfarrer sagte, wir haben ja zum Ende lange mit 10 Mann gespielt. Nee, wir haben 90 Minuten mit 10 Mann gespielt. Und Choupo-Moting war nicht anwesend. Minuten heute schon, finde ich, von der zweiten Hälfte bei Lazio und auch von weiten Strecken gegenüber Leverkusen. Alter, sorry, Leute, ein klitzekleiner Teil meines Herzens schlägt blau-weiß für den VfL. Ja, das kann ich hier einfach so sagen. Aber er vergleicht jetzt gerade Bayer Leverkusen mit dem VfL Bochum und zieht sich daran hoch, dass wir heute 2, 3 gute Chancen herausgespielt haben, wo wir halt keine Tore rausgemacht haben. Ja, also das ist schon wild. Sorry. Nichts gegen VfL, Leute. Aber klar, jetzt heute war ein bisschen Murphy's Law, was gegen uns passieren kann, ist wirklich, was schiefgehen kann, ist schiefgegangen. Ist das vielleicht auch zu einfach, hier mal ein Tor zu schießen? Ich glaube, in einem Auswärtsspiel in Bochum, wenn man auch die einfach mal Respekt zollt. Gegner und weiß, wo wir spielen, die Bedingungen dafür kennt und dass wir selber aus zwei verlorenen Spielen kommen, denke ich, dass wir uns mehr als genug hochkarätigste Chancen rausgespielt haben, auch die richtigen. Mehr als genug hochkarätige Chancen. Ja, fühle ich nicht, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich, fühle ich nicht die Aussage. Ja, Halbchancen haben wir ein paar gehabt. Ein paar gute auch, da gehe ich mit, definitiv. Hochkarätige Chance war noch die von Harry Kane, ja, das war eine 100%ige, die musste man. Leroy auch, gehe ich auch mit, sind 3. So, alles andere war
ja, wir haben teilweise schon gut gespielt, also ein bisschen mehr flüssiger gespielt, teilweise auch mal nicht nur durch eine Einzelaktion, aber dass wir da jetzt riesige Chance auf Chance gespielt haben, ist halt einfach Schwachsinn. Aber nochmal, das ist ja nichts Neues, dass Tuchel in seiner eigenen Welt lebt und sein eigenes Spiel sieht. Ja, und sich immer alles schön redet. Also das ist ja nichts Neues. Das ist aber vielleicht ja auch mittlerweile der Anspruch in unserem Verein. Ne? Leute bei den Chancen. Normalerweise ja, ist die Chance von Harry vielleicht sogar so früh die Vorentscheidung im Spiel zum 2-0, wo er Jetzt fangen wir wieder an mit dem hätte Fahrradkette wie in Lazio. Also das ist, sorry Leute, das ist eines Bundesliga-Trainers nicht würdig. Und geschweige denn eines Trainers vom FC Bayern München. Wie kann ich mich denn da hinstellen und jedes Mal mich daran hochziehen, was wäre, wenn? Hätte Harry Kane das 2-0 gemacht? Ja, vielleicht wären wir trotzdem wieder eingebrochen. Ja, vielleicht hätten wir das Ding 4-5-0 nach Hause gefahren. Ja, vielleicht. Aber wir leben, dann muss er ins Paralleluniversum reisen, wie ein Stargate, Alter. Da gibt's irgendwo ein Paralleluniversum, wo das wahrscheinlich so gekommen ist, ja. Aber ich kann doch keine Argumente nach dem Spiel bringen als Trainer dieser Mannschaft und sage, ja, hätte Harry Kane, dann wäre ja alles so gelaufen und so und so und so. Nein, es war einfach mal wieder zu wenig, was wir gezeigt haben. Sofort mit einem Kontakt abschließt, statt noch weiter zu gehen. Dann haben wir hier einen Leroy mit dem linken Fuß. Das ist eine Wahnsinnsparade. Klar, also das sind natürlich, das war dann nochmal eine Riesenkopfballchance zum 3-3 am Ende, aber sollte heute nicht sein. Ich glaube, das war, ja. Ja, und was hätten wir das gut gefunden? 3-3, ja? Also, selbst wenn 3-3 gefallen wäre, das wäre genauso eine Katastrophe gewesen. Sorry. Ja? Es ist erbärmlich. Es ist nur noch erbärmlich. Aber nochmal, das ist die Konsequenz aus den letzten 11 Monaten. Ja? Deswegen kann ich mich da auch nicht mehr so echauffieren oder mich aufregen irgendwie. Es ist abzusehen. Seit Monaten. Und jetzt seit Wochen. Ja, also. Welche Argumente gibt es noch für diesen Trainer? Es gibt keine. Es gibt keine. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Nach der Unterbrechung ein bisschen, ich weiß nicht, ob Spannung verloren oder die Bochumer die Unterbrechung genutzt, um sich mal zu schütteln. Ich denke, das kann auch Ja, danach war nichts mehr. Ne? Da war nichts mehr. Mal passieren, aber insgesamt haben wir, finde ich, durchgehend heute über, ich weiß nicht wie viele 100 Minuten haben wir heute gespielt, sind wir anders aufgetreten als noch in Leverkusen und anders als in Lazio, wo ich schon das Gefühl hatte, dass uns gegen ganze zweite Halbzeit so der nächste Gang fehlt. Das habe ich heute nicht wahrgenommen, selbst dann. Boah, ich habe das wahrgenommen. Ja, klar, wir haben 70% Ballbesitz, ja, das ist ja wieder, deswegen nimmt Tuchel das ja so wahr, weil Tuchel ist ja so ein deswegen hat er sich ja auch so aufgegeilt an der zweiten Halbzeit gegen Köln damals, ne? Wo wir gefühlt dann 90% Ballbesitz hatten. So, das ist Tuchels Maßstab. So, wir haben 70% Ballbesitz. Ja, geil. Leute, ey. Ich weiß es nicht. Entweder habe ich einen verkehrten Anspruch von Fußball, das kann ja gerne sein, möchte ich gar nicht abstreiten. Vielleicht bin ich auch zu ungebildet, und sehe viele Sachen zu falsch. Ich weiß es nicht. Also für mich, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es war ein Tacken besser heute für 20 Minuten, dass wir mal es war ein bisschen mehr Bewegung ohne Ball da. Das auch über weite Strecken, ja. Aber dass sie uns jetzt Hochkaräter auf Hochkaräter erspielt haben oder sowas, das ist doch Schwachsinn, Alter. Ja. Also wir haben 3-2 verloren. Müssen wir das jetzt schönreden mit Hätte, Wette, Fahrradkette? Also das ist traurig, dass das der Anspruch eines FC Bayern Trainers ist, Leute. Ich glaube, da gibt's auch keinen Trainer in der Bundesliga, der so argumentiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Der nach so einem Spiel so argumentiert und sich das so schön redet, anstatt zu sagen, jo, Leute, es hat wieder nicht gereicht, 3-2, wir müssen weiter hart daran arbeiten, aus der Scheiße rauszukommen. Und gut, ja, das wäre doch einfach mal ein Statement.
Ja, dann wäre man auch mal ein bisschen, aber jetzt dieses Statement zu bringen, nimmt ihn halt auch keiner mehr ab, weil er das seit Wochen nicht macht. Seit Wochen lebt er in seiner Welt und erzählt, wir haben die Leverkusen ja gar nicht so ins Spiel kommen lassen, daran ziehen wir uns hoch. Wir haben 3-0 verloren, Alter. Ja, das ist ein Trauerspiel. So, und da ist nichts mehr zu retten. Und da ist dann nochmal, also das dritte Tor dann nochmal hergeschenkt haben mit dem Elfmeter. Ja, und dann war wenigstens noch mal Zug drinne. Wo wir nur noch zu 10 waren, wo wir nichts mehr zu verlieren hatten nach dem 3-1. Da war wenigstens Zug drin. Aber warum? Wer hat den Zug denn reingebracht? Ja, Mathis Tell war. Ja, Leroy Sané auch ein paar Szenen gehabt, keine Frage. Aber ja, warum dann? Nie aufgehört dran zu glauben, nie aufgehört, das zu versuchen, hatten dann selbst dann nochmal Riesenchancen, aber es sollte heute nicht sein. Haben Sie schon mit Upamecano gesprochen? Ja, das ist natürlich extrem bitter. Upa hat sich ja zweimal gespielt schon nach seiner Verletzung. Heute waren eigentlich 30 Minuten. Sorry, ist für mich zu 1000% Tuchels Schuld. Ja, er hat es gerade wieder angesprochen. Der kam direkt aus der Verletzung, noch nicht mal ganz fit und musste wieder rein. Es gibt keinen Grund dafür. Eric Dyer und De Ligt haben es gut gemacht. Punkt. Da gab es nichts dran zu ändern. Dasselbe mit Minjay. Das ist eine Katastrophe und das ist nicht Bayern würdig. Das ist auch nicht würdig, wie man eine Mannschaft führt als Trainer. Sorry. Maximal für ihn angesetzt. Ja, klar, dann ist irgendwie Sascha jetzt verletzt, dann muss Nuss sofort wieder raus und allerletzte Option als Rechtsverteidiger dann Upa. Hat sich dann ein bisschen das Leben schwer gemacht mit einer gelben Karte, war dann aber gut im Spiel, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit und ein sehr gutes Spiel auf der Position gemacht. Aber dann natürlich, ist das die Szene? Kann ich sie nochmal sehen? Ja, natürlich auch kein Schlag. Also es ist schon eine Sprungbewegung, kein Schlag, macht sich breit, aber also schnell auf Elfmeter entschieden. Was war bei unserem Elfmeter? War einer, war keiner. Meint er die Szene mit Harry Kane oder was? Leute, das war noch nicht mal ein Anflug eines Elfmeters. Sorry, ganz ehrlich. Ich bin der Letzte, der nicht auch in solchen Szenen mal eine Vereinsbrille aufhat, aber das war gar nichts. Also. Sah ein bisschen schlimmer aus eigentlich in live, als es jetzt im Video aussieht bei Upa. Es sieht fast schon wie eine normale Bewegung aus, aber okay, der Ellbogen ist hoch. Vielleicht. Ja. Mein Gott, der Ellbogen ist im Gesicht, Punkt. Ja, na klar war das keine Absicht vom Opa oder ist er nicht hochgestiegen, hat so gemacht oder was. Er ist halt hochgegangen mit der Bewegung, der Ellbogen ist im Gesicht gewesen. Ja, der Bochumer rollt sich. Ja, willst du es abstreiten, der Ellbogen war im Gesicht, Punkt, Feierabend. Also 11 Meter, fertig, muss man nicht diskutieren. Okay. Sie sind aber nicht wegen dem Auftreten Ihrer Mannschaft enttäuscht, oder? Nee, weil ich glaube, dass wenn wir das gleiche Spiel so nochmal spielen, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir es gewinnen. Das ist Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also da muss ja erstmal anderes Personal auf dem Platz stehen. Dann können wir da gerne drüber reden. Aber so nicht, nein. kann natürlich im Fußball und in Phasen und im Fußball allgemein passieren, dass wir es verlieren. Wir sind es auch nicht gewohnt und wir wollen es auch nicht akzeptieren, dass uns das passieren kann. Und auch nicht in der Liga hintereinander passieren kann. Aber heute, finde ich, unterscheidet sich trotzdem. Ja. Wie realistisch ist die deutsche Meisterschaft jetzt für Sie noch? Ja, jetzt geht. Junge, die Chance ist 0,5%. Gerade nicht so realistisch, ne? Aber wir letzte Saison Ja, bis zum wir Schluss geben dran nicht geglaubt auf, und genau, sind belohnt worden. ganz Deshalb genau. werden wir das auch weiter aufrechterhalten. Aber Ja, na klar, nächste Woche bist du dann 11 Punkte weg. Vielleicht holen wir einen Punkt, dann sind es nur 10 Punkte. Ja, ist super realistisch. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir in die Spur finden. Ist der Glaube weiterhin da, dass Sie das aus dieser Lage schaffen? Wenn Sie mich fragen, ja. Gefühlslage. Sie fragen ja mich, also ja. Was sagt ihr zu den Aussagen und der Leistung des FCB? Schreibt es in die Kommentare. Katastrophe, sagen wir dazu. Leute, das waren Tuchels Worte. Ich weiß nicht, ob noch ein PK noch kommt. Wenn, dann gehen wir da natürlich rein. Ja, ohne Worte. Wenn ich allein schon sehe, wie grinsend und lachen er da nach der dritten Niederlage in Folge steht, also dann fallen mir meine Eier leider aus der Hose. Also stellt euch das mal beim Kaiser vor. Beim Ottmar, beim Jupp, egal welchen Trainer, nach der dritten Niederlage steht er da so im Interview und jetzt nicht gegeben. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, wer Bock hat, morgen
abends live auf YouTube und Twitch. Dann können wir die Aussagen hier auch gerne nochmal mit reinnehmen und dann diskutieren wir mal ein bisschen über die ganze Chose. Ist wild, was gerade von der Vereinsführung in unserem Verein an die Wand gefahren wird. Ja, das ist schon wirklich wild. Leute, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.